Wir sind im Museum der Sardischen Berge in Arezzo und präsentieren die Rekonstruktionen der Ausstellung der Vereinigung Impronte di Storia und Historical Traces. Hier sehen Sie die Rekonstruktion eines nuragischen Turms, wie er ursprünglich war, komplett mit Terrasse und hölzernem Balkon auf Konsolen. Die Rekonstruktion ist sehr interessant, da sie eine maßstabsgetreue Nachbildung der Nuraghe Santa Barbara di Sindia ist. Ein sehr interessanter Nuraghe, der, wie an der Außenwand zu sehen, zahlreiche spiralförmig angeordnete Löcher aufweist, in denen vermutlich Balken saßen, weshalb sie Pontai-Löcher genannt werden. Hier sehen wir das Innere des nuragischen Turms, rekonstruiert vom Handwerker Efisio Busonera nach unserem Entwurf. Im Modell erkennt man die innere Kammer, die Wendeltreppe und die obere Kammer. Hier sehen wir auch die Treppe, die zur Terrasse führt und mit diesem kleinen Aufbau endet. Man könnte fast sagen, einer Kuppel, die einen geschützten Ausgang ermöglicht. Das ist ein Detail, das wir so interpretieren und das man auch bei Nuragen-Modellen beobachten kann, wo tatsächlich so eine Art kleiner Spitzbogen obendrauf sitzt. Was ist die Idee, die Hypothese dahinter? Bei Regen schützte dieser Aufbau die Treppe vor eindringenden Flüssigkeiten, also vor Regenwasser, das sonst in die Treppe gelaufen wäre und sie mit der Zeit durch diese Infiltrationen beschädigt hätte. Der Turm ist so gebaut, wie er ursprünglich nach Fertigstellung aussehen sollte. Die Rüstlöcher sind jetzt frei vom Holz, von den Stützbalken, die wahrscheinlich auch für den Bau selbst verwendet wurden. Und schließlich endet der Turm mit den Konsolen oder besser den Konsolträgern, die mit dieser Winkelform dann einen Laufgang stützen, der in diesem Fall aus Holz gefertigt ist. Ein bemerkenswertes Detail ist diese Verzierung, diese Art Zickzackform, die sogar nicht nur in den Nuragen-Modellen selbst zu sehen ist, sondern auch in einigen Nuragen-Modellchen, die in den nuragischen Votivschiffchen dargestellt sind. Ein letztes äußerst interessantes Detail ist natürlich das Vorhandensein der Tür, aber noch mehr des großen Fensters im Obergeschoss. Die Tür ist das klassische Beispiel eines nuragischen Eingangs. Die Pfeiler an den Seiten mit einer Anzahl von Quadern zwischen 3 und 7, ein Architrav zur Stützung des Abschlusses, der Öffnung und dann das sogenannte Architravfenster oder Entlastungsfenster, das direkt den Eingang abschließt. Dann, in diesem Fall ziemlich mittig, in anderen Fällen gibt es aber Abweichungen zwischen der Ausrichtung des Eingangs und der des Fensters. Hier ist das Fenster genau auf einer Linie mit dem Eingang und zeigt einige interessante Details, darunter die Bearbeitung des Architravs, der das Fenster abschließt. An den Seiten gibt es sogar Vertiefungen, die vermutlich als Einkerbungen für ein Fenster oder einen Holzverschluss dienten, um diese Öffnung buchstäblich zu verschließen. Ein letztes, äußerst interessantes Detail ist natürlich die Tür, aber noch mehr das große Fenster im Obergeschoss. Die Tür ist das klassische Beispiel eines nuragischen Eingangs. Die Seitenpfeiler mit 3 bis 7 Quadersteinen, ein Architrav als Stütze für den Abschluss der Öffnung und dann das sogenannte Architravfenster oder Entlastungsfenster, das den Eingang abschließt. Dann, in diesem Fall ziemlich mittig, während man in anderen Fällen eine gewisse Abweichung zwischen der Ausrichtung des Eingangs und der des Fensters beobachtet, ist hier das Fenster exakt auf einer Linie mit dem Eingang und zeigt eine Reihe recht interessanter Details, darunter die Bearbeitung des Architravs, der das Fenster verschließt, aber sogar an den Seiten gibt es Vertiefungen, von denen man annimmt, dass sie auch als Einkerbungen für ein Fenster oder jedenfalls für einen Holzverschluss genutzt werden konnten, mit dem man diese Öffnung buchstäblich verschließen konnte.